Oh, schau mal, wartest du auf mich hier? Hä? Mitten in der Nacht? Mitten in der Nacht? Es ist genau 3 Minuten nach um 5. Ja, du sag mal so kleinlich. Oder machst du deshalb so ein Gesicht hier? Wenn ich Gesichter machen könnte, dann hätten Sie ein anderes. Ah. Von Picasso gemalt, ne? Nein, von Klitschko gezeichnet. Ihr Vertrieb hat mir zugesichert, dass die Zeitung spätestens um 5 im Kasten ist. Es gab eine unvorhergesehene Betriebsstörung, ja? Ich musste mal Lulu. Deswegen muss man ja nicht gleich den ganzen Vertrieb einstellen. Na hör mal! Wenn der kleine Zeitungszusteller aussteigen will, ja, dann muss der ganze Zug anhalten. Wenn wegen jedem kleinen Regenguss, haben wir heute auch gesehen, immer der Zug anhalten würde, dann gäbe es ja in Deutschland nur noch Stillstand. Dann müssen Sie sich mal ein paar Muskeln zusammenkneifen. Mann, oh Mann. Es waren doch nur 3 Minuten. Da kann man doch vollkommen entspannt sein. Meinen Sie, ich wäre ein Penner, der mit seiner Zeit nichts anzufangen wüsste? Ich frühstücke um 5 und nicht 5:03 Uhr. Ja, ist ja schon gut, Mensch. Aber, sag mal, warum bist denn du so scharf auf die Zeitung, hä? Du willst doch bloß wissen, was für ein Datum heute ist, ey! Wenn es solche Spießer wie mich nicht gäbe, die früh ihre Zeitung bräuchten, was würden Sie denn jeden Morgen machen? An jeden Briefkasten das Bein heben. Naja, aber ich bumble ja nicht jeden Tag, nicht? Manchmal muss ich auch auf den Transporter warten und dann kommt die Zeitung zu spät. Die Zeit kann ich nicht aufholen. Aber eine kurzfristige Information über die Verspätung ist nicht zu viel verlangt. Ja, soll ich jetzt jeden Früh noch vorab einen Zettel in den Briefkasten reinwerfen? Wegen unvorhergesehene Betriebsstörung kommt die Zeitung heute 3 Minuten zu spät oder was? Mit Ihrer Einstellung zur Kundenzufriedenheit und zur Pünktlichkeit würden wir nicht zu den beliebtesten Serviceunternehmen in Deutschland zählen. Tag für Tag garantieren wir Millionen von Kunden den täglichen Broterwerb. Und der Tagesablauf ist minutiös getaktet und hat oberste Priorität. Mit solchen Leuten wie Sie wären wir schon längst mit Pauken und Trompeten untergegangen. Mein Gott, sag mal, wo arbeitest denn du? Bei der Bahn.